Hallo, heute möchte ich mal darüber sprechen und erzählen, was ich so mache und wie mein Faible zu Burgen und Schlössern entstanden ist. Schon seit meiner Kindheit faszinieren mich Burgen mit ihrer Geschichte und mit ihren Geheimnissen. Und so hat es auch über die Jahre hinweg sich die Faszination der Burgen und Schlösser zu einer Leidenschaft entwickelt, die ich heute auch in meiner Arbeit verfolgen kann. Ich bin Jahrgang 1972, geboren in Eschenbach in Oberpfalz, reiche Gegend. Nach meinem ganzen Schulkram war mir bewusst, dass ich irgendwas in Richtung Architektur machen möchte und habe so die Ausbildung zum Bauzeichner eingeschlagen. Während meiner Tätigkeit als Bauzeichner habe ich auch verschiedene Lehrgänge besucht, war dann auch Hochbaukonstrukteur für CAD. Studium, da war ich wohl zu bequem dazu, das einzuschlagen. Letztendlich hat mich aber die Geschichte und die Architektur immer wieder fasziniert, ja schon seit meiner Kindheit, und so ist dieses besondere Interesse an den Burgen und Schlössern immer größer geworden. Noch bevor ich lesen konnte, habe ich schon meine ersten Burgenbücher gehabt, weil die Faszination ist schon immer da. Ich kann mich gar nicht erinnern, seit wann. Und natürlich auch Besichtigungen mit den Eltern auf den ersten Burgen und Schlössern verstärkten weiterhin die Leidenschaft, sich für die Burgen und Schlösser zu interessieren. Und hier zeige ich mal meine ersten Burgenbücher und auch mein Lieblingsbuch von Dr. Helmut Kunstmann, ein Autodidakt, der sich auch der Burgenforschung gewidmet hat. Als Kind bei den Burgbesichtigungen lauscht man natürlich dem Burgführer, was er da so erzählt. Und je älter man wird, desto mehr hinterfragt man natürlich diese Geschichten. Stimmt das so? Ist das wirklich so? Und beginnt dann selbst zu recherchieren. Ja. So war es auch bei mir, und schließlich habe ich dann immer wieder mehrere Geschichten der Burgen und Schlösser erforscht und welche Wahrheiten stecken wirklich hinter diesen geschichtlichen Mauern. Letztendlich vergingen die Jahre und kaum ein Urlaub oder eine Freizeit, wo ich mich nicht mit Burgen beschäftigt habe, diese besichtigt habe. Besichtigungen natürlich quer durch Deutschland, Ost, West, Nord, Süd. Größtenteils Österreich, der Burgen habe ich besucht, in der Schweiz, in Liechtenstein, Teile in Frankreich, Italien, dort besonders natürlich Südtirol. Und irgendwann habe ich aufgehört, die Burgen zu zählen, die ich besichtigt habe. Mittlerweile dürften es mehrere tausend sein. Glückliche Umstände kamen dann auch immer wieder dazu, oder auch begeisterte Eigentümer, die man dann im Laufe der Jahre besser kennengelernt hat, und so konnte man natürlich auch genauer in die Geschichte der Burg, des Schlosses eintauchen, wenn man auch privat eine Besichtigung über einen längeren Zeitraum machen kann. Natürlich kommt mit diesen Burgen und Schlössern auch eine gewisse Sammelleidenschaft auf, vor allem für Bücher. Klassiker wie Otto Pieper, die Burgenkunde, oder Bodo Olperts mehrfachen Bände stehen genauso im Regal wie regionalbezogene Bücher über Burgen, Schlösser, Kunstgeschichte, füllen die Regale. Auch selbst zusammengetragene Unterlagen aus Archiven oder eben zugesandte Sachen von Eigentümern der Burgen und Schlössern füllen jetzt meine Regale. Also eine ganz beachtliche Sammlung. Auch Modellbau kam dazu, heißt im Prinzip die Klassiker aus dem Kartonmodellbau. Die Burgen wurden zusammengebaut von mir, aber mittlerweile auch viele Rekonstruktionen, die ich auch über CAD erstelle und dann natürlich dementsprechend umsetze, um sie dem interessierten Publikum nahezubringen. Über den Laufe der Jahre eignet man sich dann natürlich ein gewisses Wissen an, und dann fragt man sich, was mache ich damit. So ging es in erster Zeit los, Exkursionen zu organisieren, Buchführungen zu organisieren für Gleichgesinnte. Das Internet erleichterte vieles, dass man sich mit Gleichgesinnten verabreden könnte, um Exkursionen zu machen gemeinsam oder auch Burgführungen. Ich
das heute mache. Natürlich die Recherche über das Internet ist jetzt heutzutage viel einfacher als damals, wo es das Internet noch nicht gab, aber man sollte auch diese Quellen im Internet kritisch hinterfragen. Stimmt das alles so? Wer hat es geschrieben? Wieso hat er das geschrieben? Und ja, man darf nicht alles glauben, was im Internet steht. Das hat mich natürlich dann auch dazu gebracht, selbst Artikel zu recherchieren, die Geschichte der Burgen, die Baugeschichte der Burgen besser zu recherchieren und schließlich auch mit den Rekonstruktionen eine neue Darstellung darzubieten. Das ist immer eine Möglichkeit, kein Kann sozusagen, kein Muss, so hat es ausgesehen, sondern so könnte es ausgesehen haben, um dann natürlich auch dem interessierten Publikum oder auch sogar den Bewohnern der Ortschaften ihre Geschichte näher zu bringen, um sie darzustellen, etwas anzufassen haben und dann auch die Faszination der Burgen und Schlösser weiterzugeben. Schließlich bin ich heute in einer glücklichen Lage, auch beruflich mich mit Burgen und Schlössern zu beschäftigen. Also man kann Burgen und Schlösser bei mir kaufen. Das könnt ihr mal nachschauen unter schlossburgverkauf.de. Vielleicht wartet ja dort die zukünftige Burg, das zukünftige Schloss auf euch. Und gerne erfülle ich diesen Traum. Ja, der Spitzname Burgenmeister kam dann zustande, nachdem ich sehr viele Burgen kenne und sehr viele dann auch korrigiere. Manche können es ja lesen unter ihren Kommentaren, was ich dann zum Besten gebe. Und ja, der Spitzname blieb dann irgendwann und seitdem heißt es Burgenmeister. Ja, jetzt kommen wir mal zum Ende hier von dem Video. Genug über mich geredet, reden wir wieder über Burgen. Falls jemand Fragen hat über Burgen und Schlösser, ich versuche es so gut wie möglich zu beantworten. Ich weiß vieles, aber nicht alles. Ich kenne viele Burgen, ich kenne aber noch lange nicht alle Burgen oder Schlösser. Und ja, dann viel Spaß noch. Wenn Fragen sind, einfach melden. Euer Matthias Helsen, der Burgenmeister.